Woche für Woche dürfen wir hier miteinander Kirche erleben. Wir begegnen unserem Jesus, er tut Wunder und er verändert uns alle von innen raus. Aber amix, ganz ehrlich, ist Kirche auch ein bisschen mühsam. All diese Menschen, es fordert einem raus, es geht an Grenzen. Und um das geht es in dieser Serie. Weil auch wenn es schwierig ist, amix und herausfordernd, ist es doch unglaublich kraftvoll. Und Jesus hat sich entschieden, genau mit der Kirche sein Reich weiterzubauen auf dieser Welt. Oh, gut. Ist noch spannend, zu mal sehen, so diese Sachen in einer Umfrage. We are Church. Wie sieht es eigentlich so aus? Es findet es niemand schwierig, Anschluss zu finden im 20s. Okay. Hä? Was alles eine Lüge? Alles gelogen? Also genau dann ist das Licht ausgegangen, hat niemand können aufstrecken. Nein, wir wissen, amix ist halt die Kirche so gross, dass amix auch herausfordernd ist, dann richtig reinzukommen und die Kirche-Family werden zu lassen. Und darum haben wir jetzt 4 Wochen Zeit, um uns richtig mit dem auseinanderzusetzen. Was bedeutet es eigentlich, Kirche sein? Wir starten in dieser Serie heute Abend «We are Church». Und jeder von uns hat ja das Bild, wenn ich von Kirche rede, was bedeutet Kirche für dich genau? Für die einen eben ist der 20s Kirche ist so sogar Familie, für die anderen ist Kirche mehr einfach so irgendeine Institution, die da ein bisschen Kohle machen will und Leute über den Tisch ziehen. Wiederum für andere ist Kirche einfach so etwas, wo man gehen kann oder nicht. Für andere ist es Kirche, weißt, das ist der Lieb, das ist weltweit und so. Und dann wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen und ich möchte starten mit einer Geschichte, die ich erlebt habe, wo mir eindrücklich gezeigt hat, wie unterschiedlich und aber gleich sehr emotional das ist, die Frage, was ist Kirche eigentlich für dich? Ich bin mit meinem Kollegen so im Pub gesessen und wir haben etwas getrunken und so, gerade eine super Stimmung gehabt. Und dann sehe ich so Leute mit einer Kamera rumlaufen und dann kommen sie auch zu uns und dann sagen sie, hallo, wir sind vom Schweizer Fernsehen und wir machen hier eine Umfrage, nämlich zu dem Thema #MeToo. Kennen ihr? #MeToo ist ja ein riesiges Ding gewesen, dass ganz viele Leute haben sich plötzlich angefangen zu äußern, dass sie auch sexuelle Übergriffe erlebt haben. Und sie haben uns dort gefragt, mitten im Pub, Fußballstimmung, über das Thema ein Interview zu geben. Speziell, aber sie haben das so gewählt. Und dann habe ich angefangen, ihr zu erzählen, ich kann gerne etwas dazu sagen. Es ist so, ich arbeite und leite auch Frauen. Und darum habe ich das jetzt in den letzten Monaten mal jemanden gesucht, wo nicht leiten, eine andere Frau, die mir auf Augenhöhe Feedbacks geben können und die auch als Anlaufstelle gilt für die Frauen, die ich im Office leite. Und da hat sie gesagt, das ist aber mega interessant. Könnten wir nicht Nummern austauschen? Das passt jetzt da nicht gerade in das Ambiente, aber ich will auch gerne mit dir ein Interview machen, mal sonst. Haben wir die Nummern austauscht und dann hat sie gesagt, mega cool, also ich melde mich bei dir wahrscheinlich morgen oder so in den nächsten paar Tagen, mega cool. Dann will ich noch fragen, wo schaffst denn du? Dann habe ich gesagt, ich arbeite in einer Freikirche. Ich bin ICF Zürich. Schwierig. Ich meine, Freikirche geht schon nicht. ICF Zürich kannst du gerade vergessen. Geht leider nicht. Die Frau hat sich nie bei mir gemolden. Das Thema war abgehakt. Und auf der einen Seite habe ich mega Verständnis, aber gleich in dem Moment merke ich, Freikirche? Ist es so ein Problem? Löst es so viel aus? Jetzt muss ich seit dem 2019 auch Beilage zahlen für das Schweizer Fernsehen. Sollte mich doch genauso vertreten wie alle anderen, wo ich auch etwas sagen darf. Und gleichzeitig, ich habe Verständnis dafür, weil es hat mir aufgezeigt, sobald es um Freikirche geht, um Kirche, ist offensichtlich eine grosse Spannung da und die Bilder sind ganz unterschiedlich. Es gibt eine riesige Geschichte. Viele Leute haben eine Geschichte mit dem. Es ist nicht immer nur Tolles passiert bei Kirche, aber gleich ist Kirche etwas unglaublich Kraftvolles und Relevantes, glaube ich, in der heutigen Zeit. Und darum, glaube ich, ist es gut, wenn wir miteinander auf die Reise gehen und uns genau mit in diese Spannung hineinstürzen, wo ich merke, es löst unglaublich viel bei den einen Leuten aus, wenn man von Freikirche redet, von Kirche redet, von Reich Gottes redet, von Volk Gottes redet. Ja, dürfen wir denn das? Was dürfen wir nicht? Und ich möchte euch heute mitnehmen, wirklich einfach in das hinein. Was bedeutet es, das Volk von Gott zu sein?
Volk von Gott. Weil im Neuen Testament beschreibt, die Kirche als, hey, ihr seid für jetzt das Volk von Gott. Und lass uns miteinander durch die Geschichte durchgehen und das anschauen, was bedeutet es, das Volk von Gott zu sein. Und wir starten Jahrtausende weiter hinten an dem Moment, wo so ein kleines Pflänzchen gepflanzt worden ist. Ich sehe es da hinten dran, nämlich ganz früher, noch zu Zeiten der Patriarchen, ist ein Sämli gepflanzt worden von einem kleinen Baum. Das hat so angefangen, dass Gott zum Abraham gesagt hat, Abraham, ich habe dich berufen, ich möchte auf dieser Welt ein Volk haben. Und lass uns das schnell mal gerade eintauchen, wie das dort ausgesehen hat, oder was dort Gott gesagt hat. 1. Mose 12. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Und ich will dich zum Segen für andere machen. Das Erste, was wir daraus lernen können, also wir sind Volk Gottes und von Anfang an ist da eine Berufung. Volk Gottes ist man nicht einfach, weil man das gerade noch machen will oder weil man Lust hat, sondern Volk Gottes ist es, weil Gott gesagt hat, ich wähle die Menschen aus, um ein Volk zu sein. Es ist eine Berufung da und Berufung bringt immer Segen mit sich. Es ist ein Privileg, Volk Gottes sein. Es ist ein Privileg, Kirche sein. Weil dort, wo Kirche ist, dort ist irgendwo durch ein Segen da von Gott. Ich habe das erlebt. Ich bin letzten Sommer so ein bisschen umreisen in Amerika, umgefahren mit meinem Auto, habe überall ein bisschen im Auto übernachtet, meistens auf einem Parkplatz von einem Einkaufszentrum, wie man das darf. Und dann habe ich an dem Wochenende, wenn ich mal in einer Stadt war, habe ich gedacht, heute ist Sonntag, ich könnte einmal in eine Kirche gehen, einfach so. Und dann bin ich in die Kirche gegangen und habe gemerkt, Kirchen in Amerika sind anders. Ist nicht alles so, wie es mir jetzt entspricht oder wie ich es jetzt für mache. Aber jedes Mal, wenn ich in eine Kirche gegangen bin, habe ich Gott unglaublich fest erlebt. Es war ganz speziell. Ich weiss nicht wieso. Ich meine, ich bin draussen an der Nacht, habe den Sternenhimmel gesehen. Ich bin in der Natur draussen gesehen, habe gesehen, wie ein Grizzlybär an mir vorbeiläuft. Ich habe erlebt, wie ich an unberührter Natur irgendwie vorbeigekommen bin. Ich habe wunderbare Begegnungen gehabt mit ganz herzlichen Amerikanern. Unglaublich viele schöne Sachen, aber nie hat Gott so tief in mein Leben hineingeredet, wie wenn ich irgendwo in eine Kirche hineingelaufen bin. Und plötzlich, da ist einfach irgendein Segen. Und es ist nicht, weil die Kirche alles richtig gemacht hat. Ich habe ganz viele Sachen gesehen, wo ich dachte, leck, das kannst du doch nicht so machen. Und gleich, es ist ein Segen da. Irgendwo dort, wo Volk Gottes ist, wo Berufung ist, dort ist ein Segen. Und das Zweite, was wir daraus lernen, das lesen wir auch schon von Anfang an bei der Berufung, Kirche dreht sich nie nur um sich selber. Gott hat den Abraham berufen, um sein Volk zu sein, er und seine Nachfolger. Und gleichzeitig hat er ihn berufen, um ein Segen zu sein. Und das ist Kirche. Kirche ist eine berufene Truppe, die gesegnet ist von Gott, um ein Segen zu sein für andere. Wir gehen weiter. Der Samen sprießt langsam und es kommt schon ein kleines Pflänzchen rauf. Abraham, Isaac, Jakob. Der Jakob hat 12 Söhne, die gehen dann irgendwann wegen einer Hungersnot auf Ägypten. Und es wächst das Volk an und das Volk Gottes wird grösser und grösser, bis in Ägypten schon ein ganz grosses Volk sind. Man rechnet etwa, dass sie fast schon 1 Million sind. Was wir wahrscheinlich wissen, alle haben den Prince of Egypt, den schönen Disney-Film gesehen, irgendwann ist es mit dem Volk unterdrückt worden und nicht mehr so gut gegangen. Und Gott ist gekommen und hat sein Volk nicht allein gelassen in Ägypten, sondern hat sie gerettet und hat sie versorgt. Das ist das nächste Prinzip, das wir lernen daraus. Gott ist immer treu zu seinem Volk. Gott befreit sein Volk immer.
Und das hat sich bis heute nicht geändert. Nämlich, lass uns lesen, wo Jesus im Neuen Testament nachher den Petrus beruft. Dann sagt er ihm, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesem Felsen, auf dem Petrus, will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Crazy. Also Gott sagt, hey, wenn ich ein Volk auswähle oder wenn ich eine Kirche habe, ich stehe zu ihm und ich rede sie immer wieder. Und wenn wir die Geschichte anschauen vom Volk Israel, vom Volk Gottes, dann sehen wir immer wieder, wie Gott treu war, wie Gott sie immer rausgeführt hat aus den schwierigsten Situationen. Und das Zweite, wie Gott sie geleitet hat. Gott leitet die Kirche. Also wenn du dich fragst, wer ist eigentlich der Chef da im ICF? Es ist Gott, Jesus, genau, super. Wir lassen das beides jetzt gelten in dem Fall. Und ich habe das Gefühl, wenn man so Sachen sagt, ja weisst, Jesus ist der Chef da bei uns in der Kirche, ich glaube, das ist unglaublich tief. Aber zum Teil denken dann vielleicht, ja, die sagen das, aber schlussendlich macht der Joel gleich das, was er will. Ich möchte euch schnell mit reinnehmen, wie so gewisse Entscheidungen bei uns laufen oder wie gewisse Sachen laufen. Wir haben in den letzten paar Jahren ein Snowcamp gemacht in Saasgrund. Ein Snowcamp in Saasgrund ist mega toll, nur das Problem war, wir haben in den letzten 2 Jahren immer wieder die Situation gehabt, dass Leute noch mitkommen wollten, aber wir hatten keinen Platz mehr gehabt. Und dann haben wir sagen, Entschuldigung, das Haus ist zu klein, das Boot ist voll, ihr müsst leider daheim bleiben. Und unglaublich viele Tränen sind geflossen. Es haben sich Leute weinend auf den Knien zusammengebrochen und wir haben gemerkt, wir wollen einfach das Snowcamp, wir wollen doch Platz machen. Und dann haben wir wie aufs Herz bekommen, oder jemand, komm, wir schauen mal was es gibt. Und dann hat sich jemand, ein Volunteer, auf die Beine gemacht und ist schauen, wo gibt es ein Haus, wo möglich ist, dass wir unbegrenzt mit allen, die wollen, wirklich in ein Camp gehen können. Und dann hat er gesagt, schau da, ich habe eins gefunden. Und dann haben wir gemerkt, haben wir gedacht, ja, ist es echt das? Passt das oder passt es nicht? Dann haben wir uns entschieden, okay, komm, wir glauben, mal, das ist richtig, das ist das, was Gott mit uns durch will, machen wir. Irgendwann haben wir dann gemerkt, es gibt ein bisschen so ein Aber. Ich meine, wir sind jetzt so vorher etwa 70 Leute im Camp, das ist ja noch easy. Und jetzt haben wir irgendwann gemerkt, da gibt es eine Klausel, dass wenn wir nicht 90 Leute sind, haben wir ein Problem. Wenn wir unter 90 Leute sind, bedeutet das, dass das ganze Haus und unsere Celebration Hall und wo wir dort haben, und unsere Sauna, wo wir drin sein wollen, und unsere Schneebar und unser Essenssaal, alles müssen wir teilen mit ganz vielen anderen Leuten, die dann auch noch kommen. Einfach, sie packen das Haus voll. Und das hat unser ganzes Programm völlig über den Haufen gerührt. Und wir haben angefangen zu schwitzen. Ich meine, man macht einen Schritt im Glauben, man glaubt, ja, das hat jetzt Jesus gesagt. Und jetzt muss er aber auch liefern. Und jetzt, morgen, dürfen wir ins Camp fahren und ich darf mal raten, wie viele Leute das mitkommen. Es sind genau 90 Leute, die wir anmelden können. Und in diesen, für uns ist das Wunder, das wir erleben. Und das ist nur eins von dem. Wir erleben immer wieder in der Kirche genau diese Wunder, weil wir uns einfach auf die Knie und fragen, Gott, du bist der Leiter von der Kirche, wo willst du durch? Da, okay, probieren wir es mal. Wir gehen mal in die Richtung. Weißt du nie, ob es klappt. Und dann machst du und dann merkst du, wow, krass, Gott ist treu. Gott leitet die 20s auf unglaubliche Art und Weise. Und das wäre ein Moment, wo wir unserem Jesus mal einen riesen krassen Applaus geben könnten. Schau, ich kann dir einen Tipp geben. Wenn dein Leben langweilig ist, dann fang an, Verantwortung übernehmen in der Kirche, zum Beispiel ein Camp organisieren. Du wirst so viel Wunder erleben und du wirst merken, wie dein Glaube geprüft wird und wie du plötzlich auf Wasser laufst. Das sind die besten Möglichkeiten. Verantwortung übernehmen im Reich Gottes ist für mich das Abenteuer, das mich zusammenschweißt mit meinem Jesus seit eh und je. Weil in der Kirche sind wir abhängig, voll und ganz von unserem Jesus, dass er wirklich die Wunder tut, die wir brauchen. Wir gehen weiter, wir lassen das Pflänzchen da langsam wachsen und nochmal weitere Äste dazukommen. Nämlich das Volk Israel geht ja nachher langsam raus und kommt langsam dort an, dass Gott den ersten Bund schließt mit seinem Volk. Ein riesen Highlight. Nur, jetzt kommen wir zum nächsten Prinzip. Etwas, wo ein bisschen vielleicht schon etwas auslöst, nämlich das Volk Gottes braucht aber eine gewisse Grösse, ein bisschen eine Struktur. Oh,
Jetzt denken alle, oh Mann, ich habe schon gemeint, es geht ohne das. Es war so, der Mose hat das Volk rausgeführt. Jetzt kannst du dir vorstellen, eine riesige Truppe und plötzlich haben sie irgendwo zelten. Und dann sind sie mit dem Zelt dort angegangen. Und dann hat doch tatsächlich der Heiri sein Zelt nicht genau in den Bereich hineingestellt, wo er hätte sollen, weil er natürlich noch 2 Frauen und 3 Kühe dabei hatte, die auch noch ein Zelt haben. Und dann ist er ein bisschen im Fredi seinen Bereich hineingegangen. Der Fredi stinksauer, geht zu Mose und sagt, Mose, das geht nicht mit dem Heiri, der hat das gemacht. Auf das aber kommt der Ferdinand hineinführen und sagt, du, jetzt habe ich eigentlich zuerst meine Tiere tränken am Bach unten, aber jetzt hat der Fritz dort unten schon alles vollgestellt mit seinen dummen Kamelen. Und dann kommt das Lisi wieder hinführen. Das Lisi hat eben wieder gesagt, ich habe doch eigentlich gedacht, dass ich da jetzt meine Kühe melken, aber ich habe genau gesehen, dass Hanni hat da meine Kuh schon gemolken, die sie gar nicht hat dürfen. Und ganz viele Leute, lesen wir, sind gekommen auf den Mose und haben gesagt, Mose, du musst uns helfen, du musst uns leiten. Und es ist ein riesiges Chaos ausgebrochen. Der Mose, kurz vor dem Nervenzusammenbruch, geht zu seinem Schwiegervater und sagt, was soll ich machen? Ich habe doch auch noch 24 Stunden Zeit pro Tag. Wie kann ich das alles unter einen Hut bringen und leiten? Und dann kommt der Jitro mit einer ganz guten Idee. Der Schwiegervater von Mose sagt, weisst, du musst ein Organigramm zeichnen. Wir müssen jetzt hier eine Struktur malen, eine schöne Hierarchie. Das ist eigentlich das, was er sagt. Wir hören es nur nicht gerne mit dem betriebswirtschaftlichen Ohr. Aber der Jitro sagt eigentlich genau das. Schau, du musst jetzt das Volk unterteilen in genaue Zahlen. Die 10'000 werden von dem geleitet, wo wiederum all die 5 Bereiche, von die 10'000, die 50'000 werden von dem und dann von dem wieder so. Und so können wir eine klare Hierarchie machen. So hat jeder weiss genau, wo er hin muss, wer seine Anlaufstelle ist und wer für ihn zuständig ist. Brillant. Und das ist etwas, wo ich merke, oft haben wir das Gefühl, ja weiss, Reich Gottes, das muss doch wild und frei und in alle Richtungen sein. Ich glaube, das Reich Gottes muss wild und frei und in alle Richtungen sein. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass Reich Gottes gut organisiert, strukturiert und eine Ordnung soll sein. Weil das lesen wir nämlich im Neuen Testament nämlich genau auch gleich wieder. In der Apostelgeschichte 6 lesest du, wie die Apostel genau das Gleiche erlebt haben. Es sind wieder alle gekommen. Ich meine, die haben auf einen Schlag nach Pfingsten haben die eine Mega-Church gehabt, die gewachsen ist, wahrscheinlich bis zu etwa 10'000 Leute. Dann musst du mal noch Celebrations machen und die alle versorgen und schauen, dass alle das Richtige überkommen. Ist nicht gegangen. Ist eine riesige Katastrophe gewesen, ein Chaos. Was haben sie gemacht? Leiter eingesetzt. Gute Strukturen, eine gesunde Hierarchie, geschaut, dass der für das zuständig ist und der für das. Und dann haben sie die richtigen Diakonen eingesetzt, damit die wiederum alles regeln können. Und nicht alle immer müssen zu den Aposteln direkt rennen. Wie schlau ist das? Und ich merke, das Problem ist in der heutigen Zeit, dass wenn wir ein Problem haben mit Hierarchien, mit Strukturen schon grundsätzlich, oder wenn wir ein Problem oder immer nur schlechte Leiterschaft, und von schlechter Leiterschaft gibt es wirklich genug in dieser Welt, wenn wir immer nur schlechte Leiterschaft erlebt haben, dann kommen wir in die Kirche und jetzt soll es da wieder einen Leiter geben. Jetzt muss man sich da schon wieder unterordnen. Und du hast immer nur erlebt, dass ein Leiter dich missbraucht, manipuliert und unter Druck setzt. Dann ist logisch, dass du plötzlich ein riesiges Problem mit Kirche hast. Und das Schlimmste daran ist noch, in der Kirche ist auch nicht jeder Leiter wirklich immer so super. Nicht einmal ich. Wobei fast. Das ist eine riesige Challenge für uns. Der Paulus selber, aber, jetzt kommt ein mutiger Bibelvers. Der Paulus sagt da, wo er Kirche, glaube ich, in Ephesus verlässt, sagt er am Schluss noch, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Das ist eine Challenge auf der einen Seite an alle Leiter in der Kirche. Hebt dieser Kirche unglaublich Sorge und verkackt es nicht. Weil Jesus hat mit seinem Leben für die Kirche gezahlt. Leiterschaft in der Kirche verkackt es einfach nicht. Auf der anderen Seite sagt der Bibelvers auch aus, Leiterschaft
hat der Heilige Geist höchstpersönlich eingesetzt. Und das ist noch ein crazy Bibelvers, wenn du das genau anschaust. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir mitverfolgen können, wie gerade ein ganzes Land, oder sagen wir die Hälfte von einem ganzen Land, sein Präsident absolut in den Dreck hineinzieht, schlimm über ihn redet, sich lustig macht über ihn und ihn zum Teufel schickt am besten. Und die andere Hälfte, ich rede übrigens über den Donald Trump. Ich meine, es gibt wirklich schlimmere Staatspräsidenten, aber ich rede jetzt nicht über Politik, sondern wir leben in einer Gesellschaft, wo es normal ist, dass man muss sogar negativ und schlimm über den Präsidenten, über den Leiter reden. Das wird erwartet. Wehe, du redest nicht negativ über den Donald Trump. Geht es dir eigentlich noch? Ich bin schon angefeindet worden, nur weil ich nicht wollte, negativ über den Trump reden. Irgendwo durch in der Politik wird das sogar erwartet und in so einer Gesellschaft leben wir heute. Und das ist eine riesige Challenge. Weil wenn es zu Leidenschaft nachher in der Kirche kommt, ist dann die Frage, wie gehen wir mit dem um? Ja logisch, wenn der in der Kirche etwas falsch macht, dann ist er auch ein riesen Schafsäckel und er soll sich mal... okay, gut, ich höre jetzt auf. Ich komme jetzt oben runter, sonst versündige ich mich da noch auf der Bühne. Und schau, wenn wir da mutig die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir eigentlich Respekt vor dem haben, dass Leidenschaft vom Heiligen Geist gleichzeitig eingesetzt worden ist. Was bedeutet das? Das ist ein riesiger Clinch, eine riesige Challenge. Schau, ich bin der Erste, der sagt, wenn ein Leiter Kritik braucht, dann gehe ich an und sage ihm, was ich nicht toll finde. Ich mache euch ein Beispiel. Ich glaube, ich bin die Person im ganzen ICF Zürich, die am meisten das Leitungsteam vom ICF Zürich kritisiert. Jetzt denkst du, was? Ich werde auch direkt geleitet von jemandem aus dem Leitungsteam, von Michi Sieben. Der Simon Lemmle ist einer meiner guten Freunde seit Jahren und hat mich auch schon direkt geleitet. Und der Leo, der ist mein Small Group Leiter. Ich bin nahe bei dem und sie haben es auch wollen. Sie haben mir gesagt, ich soll ruhig sagen, was ich denke, dann mache ich es halt. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass du deinen direkten Leiter genauso ehrlich, das ist ehrenbietend, wenn du ehrlich mit ihm bist, ehrlich sagst, was du denkst, ehrlich sagst, was könnte heikel sein. Aber gleichzeitig habe ich den grössten Respekt, wenn sie etwas anderes entscheiden, als ich das sehe. Und das kommt immer wieder vor. Dann habe ich trotzdem die Eier, um zu sagen, okay, der Heilige Geist hat sie eingesetzt, dann ist es so. Und dann gehe ich davon aus, dass Gott schon gewusst hat, wer er einsetzen soll. Und dann machen wir es halt so. Ich habe kein Problem, mich unterzuordnen. Ich habe kein Problem, meine Kritik zu bringen. Aber ich habe mich in meinem Herzen entschieden, ich bin eine loyale Sau. Wirklich. Mich bringst du nicht weg aus dieser Kirche. Ich bleibe da, ich stehe hinter einem Leitungsteam, ich stehe hinter einem Leo. Ich habe mir sogar gesagt, auch wenn irgendwann der Leo aus dem Nichts oder sonst jemand aus dem Nichts kommt und sagt, Joel, wir finden, du bist nicht mehr der richtige 20s Pastor, es soll jemand anders kommen. Dann ist es so, das ist ihr Recht. Sie sind Leiter, sie müssen den richtigen 20s Pastor einsetzen. Und wenn sie finden, das bin nicht mehr ich, dann bin es nicht mehr ich. Und dann gehe ich und dann bin ich trotzdem loyal. Ich habe mich sogar entschieden, wenn der Leo, er fliegt ja viel umeinander, wenn er jetzt zufälligerweise, wisst ihr, was ich meine? Und irgendjemand anderes leitet plötzlich das ICF. Ich habe mich jetzt schon entschieden, egal wer es ist, ich bin da und ich bin loyal und ich stelle mich dahinter. Und das ist nicht... Und das hat nicht mit dem zu tun, weil ich alle Menschen immer sowieso toll finde, sondern das hat damit zu tun, weil ich weiss, Gott, das haben wir vorher gelernt, leitet die Kirche. Und ich weiss, wenn der Heilige Geist jemanden einsetzt, dann kann er doch die Person richtig leiten. Und in der Geschichte ist schon so oft, Gott setzt Leiter ein und Gott kann auch Leiter wieder abnehmen, zur richtigen Zeit. Und der Heilige Geist macht es im richtigen Moment. Und ich bin da und ich stelle mich hinter die Leute. Ich bin ehrlich zu meinem direkten Leiter, aber jetzt bin ich nicht ein einfacher, glaube ich. Aber anyway, ich bin eine loyale Sau und ich stehe dahinter. Weißt du warum? Weil ich glaube, die Bibel lehrt uns das. Die Kirche braucht Struktur, die Kirche braucht Leidenschaft, die Kirche braucht eine Ordnung. Mega gut. Das Nächste, was wir auch lernen in dieser Zeit nachher, vom ersten Bund, das Volk Gottes wird leider immer wieder verführt. Wir sehen hier die schöne Götterstatue. Das ist der bärtige, keine Ahnung was, Fritz.
Lass uns lesen im 2. Petrus 2, Vers 1. Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, genauso wie es falsche Lehrer, unter euch im Twenties geben wird. Stimmt. Geschickt werden sie euch ihre Irrlehren über Gott vortragen, die ins Unheil führen. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn und so weiter. Es gibt in der Kirche immer auch einen Fight. Schau, immer wieder alle paar Jahre kommt immer wieder irgendetwas Neues, irgendeine neue Strömung, eine neue Lehre. Einmal ist es die Lehre, dass sie geht in die Richtung, weißt, alles ist sowieso nur Gnade, wir können rumvögeln, freie Liebe und alles ist nur noch Gnade, Hauptsache Liebe. Und dann wiederum, ein paar Jahre später kann es, hey, weißt, wir sind alle viel zu wenig radikal. Wir müssen alle viel strenger sein mit uns. Und ihr seid grosse Sünder, weil ihr die Bibel viel zu wenig oft leset und falsch versteht. So eine Störung haben wir erst gerade wieder gehabt, wo Gott über den Minderwert kommt und sagt, ja was, du kannst die Bibel fast nicht, was du liest, was, du kannst mir nicht einmal alles theologisch, biblisch genau begründen, wo du glaubst. Was? Ui, da kommst du aber nicht in den Himmel. Und auf diese Art. Und das ist ein ewiger Kampf. Und auch beim Volk Israel ist es schon ein Kampf gewesen, um die Irrlehren, um die verschiedenen Strömungen, die irgendwo reinkommen. Und das Gute ist, durch all diese Strömungen, auch wenn es das Volk Israel in schlimme Situationen gebracht hat, dass sie ihr ganzes Land verloren haben und in das Exil sind, etwas hat es auch ausgelöst. Sie haben sich immer wieder zurück erinnert. Was hat eigentlich Gott gesagt? Und darum ist es uns so wichtig und darum preachen wir immer wieder und halten, ich gebe alles dafür, dass die Kirche näher an der Bibel ist, näher am Wort Gottes. Auch nicht einfach theologisch noch speziell oder noch hochstehend oder modern. Das ist mir nicht das Wichtigste, modern sein. Das Wichtigste ist mir Bibel. Lass uns die Bibel zum Maßstab immer wieder nehmen, weil das haltet uns geradlinig, dass jeder selber das nimmt. Lass uns die Bibel uns gegenseitig lesen. Lass uns die Bibel uns zusammen interpretieren. Was meint Gott wirklich? Und da wirklich tief gehen. Weil sonst ist die Kirche mal in die Richtung, mal in die Richtung, mal in die Richtung. Wir lassen weiter das Pflänzchen wachsen. Nämlich jetzt wird es langsam spannend. Das Pflänzchen wächst weiter und jetzt wird etwas eingepfropft dann, nämlich Jesus kommt auf die Welt und Jesus hat auch sozusagen sein Volk Gottes, nämlich Jesus hat seine 12 Buddies. Wir sehen da 3 davon, der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Und das erste Mal ist Gott mitten unter den Menschen und etwas changed sich plötzlich für das Volk Gottes. Nämlich, Jesus ist da als Vorbild. Plötzlich haben wir als Volk Gottes ein Vorbild. Was bedeutet es denn genau, Volk Gottes sein? Wir können Jesus kopieren. Darum ist das auch bei uns in unserem Ziel. Das ICF-Ziel ist, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wir wollen eine Kirche sein, wo Jesus im Zentrum werden und alle schauen auf ihn und alle werden ähnlicher wie ihn. Das Zweite, was Jesus macht, Jesus, wenn er da die 3 Buddies aussucht, Jesus sucht ganz unterschiedliche Jünger aus. Also Kirche oder das Volk Gottes ist nicht ein Einheitsbrei. Da hat es Jünger, da hat es Fischer drunter, es hat Zöllner, es hat Extrovertierte drunter, es hat Introvertierte drunter, es hat Romantiker drunter, es hat Freiheitskämpfer drunter, es hat Leute drunter, die immer eine riesen Fresse haben und laut sind. Es hat Jünger drin, wo kein einziger Satz in der Bibel über sie steht, was sie gemacht oder gesagt haben, völlig unauffällig. Aber es sind auch genauso Jünger gewesen wie die anderen. Es hat ganz Junge, es hat schon Ältere drunter, es hat Leute, die immer Ja sagen und immer dabei sind und es hat auch Skeptiker drunter. Es ist eine riesen bunte Gesellschaft und das ist die Kraft der Kirche, die Jesus ausgesucht hat. Ich will nicht einen Einheitsbrei haben. Wir haben doch schnell das Gefühl, ja weisst, ich bin halt nicht so der klassische ICFler. Halleluja! Ich will keine klassischen nur ICFler bei mir in der Kirche haben. Das ist langweilig. Die Menschen, die ich am meisten brauche, die mir ins Leben am meisten reden, sind die Menschen, die ganz anders sind. Und das bringt Farbe bei mir rein. Aber oft sind wir es auch so anders. Weißt du, was der Petrus macht, wo er seinen Berufungsmoment hat? Jesus kommt zu ihm und sagt, liebst du mich? Er sagt, ja. Dann weid meine Schafe. Liebst du mich? Ja. Dann weid meine Schafe. Liebst du mich? Ja. Dann weid meine Schafe.
Was für ein Berufungsmoment. Und dann sagt der Petrus, und was ist mit dem? Und hat er eine bessere Berufung als ich? Weil er darf immer mehr. Er hat schneller dürfen auf der Bühne sein. Er hat näher bei dir dürfen sein, Jesus. Er darf mehr. Und das ist so crazy. Der tiefste Moment von Petrus in seinem Leben versaut er mit sich zu vergleichen. Und ich sehe mich genau in dem drin. Ich bin genau gleich. So schnell denke ich, ja, aber der findet schneller Anschluss. Ja, ich bin halt nicht so der Klassische. Der dort hat es einfacher im ICF. Als ich Pastor geworden bin, leck mir, ich hätte es so geniessen können. Wow, krass, Gott, ich habe mich nur verglichen mit allen. Ja, aber ich bin nicht so der Klassische. Ja, weißt du, mein Vorgänger ist ganz ein anderer. Oder der Leo, oder der Pastor, oder der Location, oder der Youth Band, der Malo, der ist geisterfüllt. Und ich, und der, und das. Und das ist so sick. Und das ist so traurig. Und das ist, glaube ich, die grosse Challenge von uns als Kirche, dass wir sagen, hey, wir sind unterschiedlich, auch ich bin unterschiedlich. Das ist genau so, wie Jesus sich wünscht. So soll Kirche sein. Und ich gehe meinen Weg und du gehst deinen Weg. Weil das ist das, was Jesus an Petrus sagt. Was interessiert dich der links und rechts? Komm und folg mir einfach nach. Lass uns auf Jesus schauen. Das Nächste, die Pflanze wird langsam gross, weil jetzt entsteht die erste Kille. Das Volk Gottes wird ein grosser Baum. Und das fängt mit dem an, dass der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist kommt über die ganze Gesellschaft, die dort ist, über die Apostel. Und es bekehren sich am ersten Tag gerade mal 3000 Leute, die sie taufen. Und gerade mal auf einen Schlag gibt es eine riesige Kille. Und wir haben uns als ICF orientiert an dem Traum. Was bedeutet die erste Kille? Wir haben das genau angeschaut und umgemünzt. Was bedeutet es denn für uns, Kille zu sein? So wie die erste Kille damals. Und wir sehen das in einem Clip, was das bedeutet. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht, Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft. die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. voller Enthusiasmus. und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause, Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe Zusammenhalt Und dienender Leiterschaft geprägt wird. die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach, Die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist. Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes. und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, Die für Gott das Beste gibt. Die Sprache unserer Zeit spricht. Und sich als Teil der Antwort versteht. in der Kirche, von der wir träumen, Kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher. Und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien. Freunde, und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Wenn man so anschaut über die Jahrtausende das Volk Gottes, dann sind wir jetzt in einer unglaublich kraftvollen Zeit. Wir sind der Heilige Geist hier auf dieser Welt lebt, sagt die Bibel. Es zählt nicht mehr, ob du Sklave bist oder ob du ein Freier bist. Es zählt nicht mehr, ob du Mann oder Frau bist. Es zählt nicht mehr. Es gibt keine Wertung mehr. Wer ist mehr wert, wer nicht. Weil alle sind mit dem gleichen Geist erfüllt. Und im 1. Korinther 14 lesen wir sogar, wir haben es auf dem Screen,
wenn wir zusammenkommen, wenn wir Kirche sind miteinander, dann hat jeder Einzelne etwas zu beitragen. Schau, in dieser Serie reden wir darüber, dass wir Kirche sind. Und ich wünsche mir, zum Teil geht es darum, dass wir unsere Identität selber erkennen als Christ, aber ich wünsche mir auch, dass du deine Identität erkennst, hier in dieser Family, hier in dieser Kirche. Weil dich braucht es. Es fängt dort an, dass Jesus dich berufen hat. Als er dich berufen hat, das Kind Gottes zu sein, hat er dich berufen, Teil der Familie zu sein. Es geht dort an, dass Jesus sagt, ich möchte nicht von oben runter allein Reich Gottes bauen, ich möchte dich haben, ich brauche dich. Es geht weiter, dass er sagt, hey, ich habe dich berufen in eine Kirche hinein, die farbig ist, die erlebt von diesen Unterschied. Vergleich dich nicht, sondern folge Jesus nach. Mit dem, der ganz anders ist. Mit dem, der vielleicht nicht all deine Meinungen teilt. Und dann geht es nicht an, dass er sagt, hey, ich lebe mit meinem Heiligen Geist in dir inne. Und ich will durch dich Kirche bauen. Ich möchte durch dich Kirche sein. Ich möchte, dass du dort, wo du stehst, dort, wo du bist, in deinen Beziehungen, in deinem Ministry, etwas mitträgst, etwas baust. Ich möchte mein Reich durch dich verwirklichen. Kirche ist nicht einfach eine leere Organisation. Kirche ist Volk Gottes. Das berufene Volk Gottes, wo Gott sich entschieden hat, in der heutigen Zeit immer noch seine Geschichte zu schreiben. Weil es sind Menschen, die voll vom Heiligen Geist sind. Es sind Menschen wie du. Und wir sind die Hoffnung, wir sind das, wo Jesus sagt, hey, wir sind das Licht. Wir sind erwählt, um in dieser Zeit genau den Unterschied zu machen, den es braucht. Und ich weiss, wir haben mega viele Fehler gemacht als Kirche. Und ich weiss, wir haben nicht immer überall den besten Ruf. Aber ich weiss, wir haben einen Heiligen Geist, der in uns lebt. Und ich weiss, wir haben relevante Antworten. Und ich weiss, wir haben ein Wort Gottes, das nicht nur unser Leben auf den Kopf stellt, sondern das von unseren Brüdern, von unseren Freunden rundherum. Ich weiss, wir haben einen Jesus, eine Hoffnung, die in diese Welt getragen werden. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, dass wir sagen, hey, wir sind Kirche. In unserer Unterschiedlichkeit, so wie wir da stehen, so wie wir sind. Wir müssen nicht mehr sein, wir müssen nicht geistlicher sein, wir müssen nicht gleicher sein, wir müssen nicht weiter sein. Wir sind dort, wo wir sein sollen, nämlich geisterfüllt und da, bereit, um einen Unterschied zu machen, einfach mit dem, was wir haben. Und es langt. Weil Jesus lässt uns nicht im Stich. Jesus führt uns. Er ist der Chef von unserer Kirche. Wir sind am besten Ort, wo wir sein können. Wir sind Kirche. Wir sind Kirche. Du bist Kirche. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.